Er lässt sich nichts gefallen, er lässt sich von niemandem reinreden, er sagt, was er denkt und er denkt scharf und ganz spontan. Er wirkt eher harmlos, wenn er auf die Bühne kommt in seinem feinen, karierten Anzug. Aber man weiß nie, was wirklich passiert. So, Mädels, zeigt ihr mal, wie viel Frauenpower hier in diesem Saal steckt. Und empfangt mit uns eine Blötschkopf, Marc Metzger. Herr, fast laufen zusammen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Und ich habe schon einige Säle gesehen in den letzten 20 Jahren im Kölner Karneval. Bin 20 Jahre dabei, habe viele Säle gesehen. Ich habe 40 Jahre insgesamt schon auch im Umland Karneval gemacht, überall Frohsinn verbreitet, habe die Leute zum Lachen animiert. 20 Jahre jetzt in Köln. Ich habe Säle gesehen, sehr viele Säle gesehen. Und dann kommst du beim ZDF auf der Mädchensitz und guckst in die erste Reihe und denkst, was hab ich falsch gemacht in diesen 20 Jahren? Ja, was denn hier? Haben sie mir einen Bus aus dem Sauerland in die erste Reihe gekippt, ne? Seid ihr schon müde? Die Sitzung hat doch gerade erst angefangen. Ich werde seit Jahren gegen 20:20 Uhr gesendet. Das muss der Anfang sein der Veranstaltung. Kleiner Spaß. Zumindest haben wir keinen Schnee. So, pass auf. Also man weiß es nicht, ne? Haben sie noch 2 Tannenbäumchen in der ersten Reihe geschraubt? Nee, geht aber so, geht schon. Ich freue mich auch immer wieder mitmachen zu dürfen. Man wird auch immer wieder gefragt, so falsch kann es nicht gewesen sein. Dann haben wir gefragt, hast du nicht Bock noch, komm noch einmal ZDF im Tanzbrunnen. Da habe ich direkt gesagt, nein. Da müssen mal andere Leute, muss mal ein anderes Programm, muss mal für die jüngeren Leute, macht doch mal was Frisches. Ruft Mario Barth an, der sagt 3-mal Kenze, tobt es ja. Ne? Ja, sagen sie, haben sie gemacht, der will 12.000 Euro. Ich sag, Jungs, ich komme für 11. Sag ich, die 11 Euro am Back. Ich hab ja kein Geld mit, blöd, ne? Ja, man redet ja auch nicht über Geld, macht man nicht. Nein, ich mach das ja hier nicht für Geld, ich mach das ja hier fürs Brauchtum. Ich bin quasi ein Ehrenamtler. Ja, nur bezahlt halt. Ne? Das ist der Unterschied. Ganz ehrlich, unter uns, ich muss da auch mal drüber reden. Ich komme auch in die Jahre. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Ja, wenn ich meinen Rentenbescheid sehe, frage ich mich auch, ob der Enkeltrick nicht auch in die andere Richtung funktioniert. Ich werde halt älter. Ich merke das auch. Heute Morgen habe ich mir in das Auto gesetzt und habe das Radio leiser gedreht, um besser gucken zu können. Da fängt es doch an aufzuhören, oder? Ich weiß noch als Kind, wie ich mich gefreut habe, dass ich mir die Socken selber anziehen konnte. Und dann habe ich mich gefreut, als ich das erste Mal einen Purzelbaum selber schlagen konnte. Heute wäre ich froh, wenn ich beide Tätigkeiten unabhängig voneinander ausführen könnte. Ich bin da kaputt, da geht ja nichts mehr. Ich war letzte Woche das erste Mal angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. Soweit ist es. Da wirst du noch tüdelig im Kopf. Ich merke es ja. Ich werde so matschig im Kopf. Ich habe so oft Pech beim Denken. Das kannst du dir nicht vorstellen. Meine Frau hat mir letzte Woche einen Eisbecher mitgebracht mit essbarem Löffel. Was esse ich zuerst? Der Löffel. Der ist doch kurz vor Heim, oder? Da lacht die mich ja noch aus. Das ist schlimm. Das sagen die Leute, stell dich nicht so an. Du hast doch eine Familie, die dich auffängt. Die Familie, die mich auffängt, wenn ich meine Familie angucke, müsste ich den ganzen Tag Helm tragen. Kann ich aber sagen. Die fangen mich nicht nur nicht auf, die schubsen auch noch die Säue. Die kannst du vergessen. Lach nicht, du hast auch einen im Stammbaum, den du mit der Nagelschere gerne wieder rausschneiden möchtest. Meine... Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, waren Sie dran? Ich habe den Ablauf nicht gelesen. Tut mir leid. Wenn Sie ein Konzert haben, winken Sie mit der Hand, dann komme ich später nochmal.
Das sagen die immer beim ZDF, hätten sie kein Geld. Guck mal hier, 20 Mann für die Rätere, ne? Nur für die Rätere. Ich habe schon Veranstaltungen gesehen, da drückt einer auf den Knopf, kommt auch ein Tusch. Gut, die drücken hier auch auf den Knopf, aber die bewegen sich dann. Das ist das Neue. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast doch mitgefilmt. Spul mal zurück, ich weiß es nicht mehr. Familie, ja, der Familie. Ja, komm, es ist wirklich schwer mit meinen. Das ist im Bagage, die kommen samstags und gehen nicht. Alle Mann, geht mir so auf die Nerven. Samstags kommen die mal. Alle Mann, komm, fressen mir die Haare vom Kopf. Die gehen nicht. Alle Mann, komm, die mit 20 Mann, setz dich hin, gehen nicht mehr. Können Sie sich noch an die Pandemie erinnern, als die Polizei kam, wenn zu viel Besuch da war? Warum wurde dieser Service eingestellt? Ja, ist doch wahr. Die gehen nicht. Die gehen nicht. Die bleiben. Obwohl, letzten Samstag hatte ich eine gute Idee. Da habe ich sie losgekriegt. Letzten Samstag habe ich gemerkt, dass wenn du denen beim Nachtisch erzählst, dass du das Katzenklo prima im Geschirrspüler sauber kriegst, dann bleiben die nicht bis Kaffee und Kuchen. Dann sind die weg. Alle weg seit Samstag. Aber das erste Mal Ruhe. Bis auf die Oma. Die sitzt immer noch da. Die haben wir seit Christeloven. Die ist... Christeloven. Also hier für die Sauerländer. Christeloven, das ist in Köln die Zeit, wo Weihnachten und Karneval aufeinander klatschen. Christeloven. Da haben wir immer der Oma, da heißt, wir geben sie rum, wir verlosen sie immer. Machen wir Oma-Verlosung. Einer muss die Oma ja nehmen, sie muss ja irgendwo hin. Jetzt sitzt sie seit Christeloven, sitzt sie bei uns daheim, hat sich eine Denkmalschutzplakette an die Stirn gemacht. Sagt, ich bin eine Immobilie, ich darf hier nicht mehr weg. Ne? Und die ist von der Laune her, deswegen verlosen wir sie ja. Die ist von der Laune her. Die sitzt zu Hause, zieht so ein Gesicht, ihr könntet verwandt sein. Ehrlich, das ist sofort... Das ist wirklich... Ich krieg sie zum Lachen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, halt... Sie nicht. Würde ich mich noch hin orientieren? Nee, die Oma ist halt von der Laune her, wie soll man sagen, die ist halt ein bisschen, die ist speziell. Ne? Habe ich ihr extra Blumen mitgebracht, damit sie ein bisschen besser gelaunt ist. Ich sag, hier, Oma, Blumen, frohe Weihnachten, wohin damit? Braune Tonne. Weißt du, die ist so direkt. Ja. Saß auf der Couch, saß auf einmal, bäh. Ich sag, was hast du? Die Erdnüsse sind so läppsch. Ich sag zu meiner Frau, stell der Aschenbecher weg, die Oma sieht das nicht mehr. Das ist nicht gut. Ach, jetzt spuckt es aus. Ja. Das ist schön bei euch, seltsam, aber schön. Habt ihr mir hier vorne, aber ein paar harte Nüsse hingeschmissen, ehrlich. Da bin ich aber... Fernsehsitzung gehen und in der ersten Reihe sitzen und keine Miene verziehen. Ich mache hier Intensivbetreuung, mir ist das scheiße, ja. Ja, du musst nur tätere, ich muss hier mich hinschärfen. Yeah. Ja! Jetzt kommt sie. Jetzt müssen wir Pause machen. Ich habe mein eigenes Konfetti gefressen. Das ist auch schon wieder nichts. Blöd muss man denn sein. Der Oma haben wir seit Christeloven, die geht nicht mehr. Christeloven ist aber, ich muss für die Auswärtigen und dann fange ich auch an. Halten Sie sich mal bereit, ich fange gleich an. Auch ein ganz Junges noch dabei. Guck mal, von der Musikschule, direkt im Fernsehen. Süß. Manchmal stehst du auf der Bühne, denkst du, leck mir am Arsch, Hauptsache ich hab Spaß an der Nummer, weißt du? Das ist ganz egal, ob ich geh mal wieder hoch. Hey! Ich muss das für die Auswärtigen, gerade für die Zuseher und Zuseherinnen zu Hause an den Geräten, muss man erklären, Christeloven, das ist eine Zeit in Köln, das müssen wir mal erleben, das kann man nicht erklären. Da gehst du in Köln über den Weihnachtsmarkt, läuft Karnevalsmusik. Wo ist das sonst noch? Gut, wir legen Glöckchen drunter, merkt's der Chinese nicht. Aber der Chinese merkt nach 2 Kölsch eh nichts. Ne? Das ist was schön, wenn sie die Chinesen busseweise auf der Weihnachtsmarkt kippen, da wie die Lemminge laufen die überall rum. An jedem Häuschen stehen Chinesen. Ich denke mal, guck mal, die bekloppten Chinesen, jetzt kaufen sie das Zeug, was sie vor 2 Wochen zu Hause gebastelt haben. Ne? Schön. Was? Das darf man doch sagen, sowas. Hier vorne direkt, das kann er doch so laut nicht sagen. Doch, die Chinesen lachen mit. Oh, schon eine Kamera da. Knapp 20 Minuten gearbeitet, schon hat das ZDF gemerkt, dass es eine Fernsehveranstaltung ist. Hast du Pause gemacht, gesetzlich? Mach das bitte nochmal. Das können die zu Hause nicht sehen, das ist scheißegal.
Richtig gut. Bleib mal in der Nähe, die Reaktion kann ich gebrauchen. Gerade immer diese Aufregerei. Die Chinesen lachen ja noch mit, wenn du sowas erzählst. Das ist schön. Du erzählst sowas, die verstehen kein Wort und lachen mit. Nimm doch mal ein Beispiel. Die einfach lachen einfach mit. Weil, wenn der Chinese nicht lacht, verliert der Chinese sein Gesicht und dann darf der nicht mehr raus. Wenn man in Köln sein Gesicht verliert, muss man in der ersten Reihe sitzen. Das ist was ganz anderes. Ich habe nichts gegen die Chinesen. Das soll dir nicht falsch rüberkommen. Ich helfe denen immer, wenn die verloren. Die gehen so schnell verloren, die sind so klein. Das ist ja in Köln immer schön. Wenn sie die fälschlicherweise auf der deutschen Seite auskippen, dann stehen die da am Rheinufer völlig hilflos. Ne? Letztes Mal stand eine ganze Reisegruppe auf der anderen Rheinseite, war am Schreien. Hilfe, Hilfe. Ich sag, was habt ihr? Wie kommen wir auf die andere Seite? Ich sag, ihr seid auf der anderen Seite. Die stehen heute noch da. Alles wie in Christelau. Das ist ja noch, das war ja noch schlimmer, war noch am 11.11., da kommst du ja völlig aus der Spur. Weihnachten, Karneval und 11.11. ist ja, na? Wie andersrum? St. Martin. Wir haben St. Martin am 11.11., das weiß man. Kinder, also jetzt lasst mich nicht hängen. Karneval ist ein katholisches Fest. Wir haben so viele Verbindungen mit der Kirche, hier fehlen ja die Grundlagen. St. Martin kennt man doch, der Römer, der holde Römer auf seinem Pferd, der mit seinem Schwert einen Bettler zerteilt hat und aus ihm einen Mantel genäht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber den feiern wir ja. Dann hat er sich versteckt, weil er einen Fehler gemacht hat, war ihm peinlich und haben sie ihn gesucht, haben sie nicht gefunden, haben die Gänse sein Versteck verpetzt und deswegen fressen wir die heute, die Gänse. Das ist St. Martins Gänse. So war das. Ja, bitte. Sind ja doch ein paar Grundlagen da. Der Hill jetzt hinter Mättes. Ah. Und Stoff. Putz. Hab Zeit. Lass uns nicht so lang. Noch eine Strophe, das sind eure Gebühren. Wir senden jetzt alles kaputt mit Kölschen Martinsliedern. Da musst du untertiteln, das versteht ja kein Sau. Aber das ist ja das Schöne, dass wir sowas haben, so eine eigene Sprache, dass die Leute das noch können. Und ich freue mich, St. Martin, dass es den ja gegeben hat, das muss man ja wirklich immer noch mal sagen. St. Martin hat das ja gegeben. Wir gehen Laterne zu Ehren des heiligen St. Martin. Und Lichterfest ist im Phantasialand. Wir gehen Laterne zu Ehren des heiligen Martin. Ich sage es immer wieder mal. Man vergisst das gerne. St. Martin hat es gegeben, St. Nikolaus hat es gegeben. Nicht der aufgeblasene Waldschrat, der amerikanische mit dem Coca-Cola-Mäntelchen. Dieses Santa Claus, das ist doch Quatsch. Nikolaus hat es gegeben, aber der hat sich erledigt. Haben wir die Zeit, kann ich das gerade erklären? Es ist so, mein Nachbar, der Paul, das ist so mein Nachbar, P-A-U-L, Sie schreiben ja mit die ganze Zeit. Der Paul ist mein Nachbar, kann keiner leiden, ist so ein ganz furchtbarer Typ, so ein Korinthenzähler, den kann keiner leiden, aber ist mein Nachbar, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Der Paul, das ist so ein Typ, der holt im Winter auch den Rasen rein, so einer ist das, den können wir nicht leiden. Der hat Solarzellen auf der Schattenseite für Kaltwasser, so einer ist das. Der versteckt Ostern keine Eier, lässt die Kinder trotzdem suchen, so ein Arschloch ist das.
Der hat diesen Santa Claus immer kommen lassen und hat den dann durch den Kamin, dass er bei die Kinder hatte, jahrelang hat er den kommen lassen, der fand das toll. Immer dieser Santa Claus durch den Kamin, jahrelang ist der Klaus immer durch den Kamin. Jetzt wollte er dieses Jahr das erste Mal durch die Wärmepumpe. Carpaccio. Ja? Ja, das hat sich erledigt. Aber St. Martin und St. Nikolaus hat es gegeben. Ich bin gleich durch. Alles andere ist evangelischer Firlefanz, sage ich immer. Das muss nicht sein. Ja, auch ein Protestantentisch. Hallo. Ja, wie Osterhase, wo ihr gerade das O so schön formt. Osterhase, so ein Blödsinn. Weißt du, und wir Katholische machen auch noch mit. Weil es Spaß macht. Bei uns kommt der Osterhase sogar zweimal. Morgens mit Eier und abends in Soße. Komm, ich fange gleich an. Das ist ein schönes Bild. Wollt ihr gewahlt werden? Ihr könnt euch bewegen zwischendurch. Kindersitzung. Ja, ist schön. Was habe ich gesagt? Carpaccio, Osterhase, alles nicht mein Ding. Ich fange gleich an. Nee, mach ich nicht. Ich mag Gans. Bei uns ist traditionell Gans. Wir Martinsgans habe ich ja eben. Die Jüngeren von Ihnen werden sich an den Anfang noch erinnern. Da habe ich den mit der Martinsgans. Das mit der Martinsgans. Und wenn man noch über hat, kann man da Weihnachten noch mal Gans. Macht man, ne? Man macht Martinsgans erstmal und dann macht man Weihnachten. Wenn man noch über hat, macht man eine Weihnachtsgans. Das ist Weihnachtsgans von der Martinsgans, abhängig von erst die Martinsgans. Nachher die Weihnachtsgans. Man kann quasi sagen, eine Weihnachtsgans ist eine Martinsgans, die Glück gehabt hat erstmal. Also. Und die machen wir dann immer, ne? Haben wir früher immer gemacht, haben wir immer Gans gemacht, kann man ja heute nicht mehr machen, kann man ja nicht mehr bezahlen, Gans kannst ja nicht mehr bezahlen, ist so teuer geworden. Wir haben seit 10 Jahren eine Tiefkühltruhe vom Bofrost, die tragen wir einmal durch das Zimmer, haben wir Gans gehabt, das reicht. Nee, man kann es ja nicht mehr bezahlen, du kannst es doch nicht mehr bezahlen. Wir haben vor 2 Jahren falsche Gans gemacht, aus Hack, halb und halb, halb Wachtel, halb Wellensittich, das war lecker. Und das ist teuer, das kannst du gar nicht bezahlen. Ich reg mich ja drüber auf, ich komme aus der Voreifel. Da liefen ja Gänse rum. Da konntest du, gnädige Frau, störe ich Sie arg beim WhatsApp schreiben. Die Dame vom Festkomitee hat's Handy an. Ein bisschen mehr Vorbild. Wer von euch hat in der nächsten Zeit Geburtstag? Hast ein Handy gewonnen. Bitte schön. Das kommt doch im Fernsehen. Du musst doch nicht selber filmen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich angefangen habe. Ich war von der Gänse am Erzählen, meine ich, ne? Oder ich warte einfach, bis sie im Fernsehen kommen, dann weiß ich, wo ich dran war. Aber dann kann ich ja nicht weitersprechen. Wo ist der Kameramann mit der lustigen Mütze? Ich brauche Stimmung. Ja, kommt die Pflegerin schon. Jetzt geht mir der Tisch kaputt. Ein Wasser. Hier ist was los. Gleich Tabletten, ab ins Bett. Ich habe Angst. Gänse. Das hat mit der Rede auch noch nichts zu tun. Das ist alles zum Warmmachen, dass dann nachher im Fernsehen schön rüberkommt. Das ist alles warm. Wir hatten Gänse, früher, weil ich von der Voreifel komme, wir hatten ja freilaufende Gänse, da war nicht teuer, da konntest du einfach von der Wiese holen. Wir hatten freilaufende Gänse, die hatten ja noch Platz in der Eifel, die konnten ja noch laufen. Die sind ja teilweise bis Prüm, abends wenn die Schwung hatten, bis Frankreich, waren die weg, scheiße ja. War ja Platz, dann sind die morgens mit dem Bus nach Hause gekommen, hatten Hunger. Und dann haben die gefressen, dann waren das so Gänse, freilaufende Gänse aus der Eifel, so Gänse waren das, die musste die Mama mit dem Körgelchen erstmal auf Format kriegen, dass die überhaupt noch in den Ofen gekriegt. Haben wir die mit Körgelchen, so als Paket, haben wir die zusammengeschnürt, dann krähten die eine Dose Fondor in die Foot. Ein Gewürzzäpfchen, kann man sagen. Dann hat der Papa die mit der Schaufel in den Ofen gekloppt, bis sie drin war, ne? Dann haben wir die 4 Tage auf direkte Hitze geschmuggelt. Nee, Umluft konnt's ja nicht, war alles voller Gans, kein Platz für Luft, es war alles voll. Dann haben wir die nach 4 Tagen da rausgezogen. Ich sage Ihnen wirklich, dieser Geschmack,
wenn ich darüber nachdenke, wie das gerochen wird, die Gans aus dem Ofen, da läuft mir heute, der Sabber läuft mir da heute noch. Ich an diese Freilauf, das hat gerochen, da läuft mir der Sabber, läuft mir heute noch, wenn ich an diese Gans... Frage an die Veganer im Saal, geht Ihnen das beim Rasenmähen auch so? Ah ja, komm. Okay. Ja. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich muss doch ein Veganer-Späßchen machen. Ich heiße Metzger. Ich kann mich doch nicht belügen. Ich bin hier der einzige reale Fleischesser noch. Man muss sich ja schon schämen. Ich war letzte Woche auf einer Party, haben sie mich mit Mettbrötchen auf den Balkon geschickt. Das ist ja nicht mehr schön. Stand neben mir einer und sagt, der Metzger, mein Kind isst kein Fleisch, wie kann ich es ersetzen? Ich sag, mit einem Hund, Hunde essen gerne Fleisch, lass mich in Ruhe jetzt. Betraut sich ja nicht mal, mehr Fleisch zu kaufen, wirst du schon blöd angeguckt. Meinst du, wie oft ich samstags mit einer Ananas am Kopf beim Rewe im Obst sitze? Die Geschichte ist langweilig, aber das Bild ist schön, ne? Mit der Angel dabei und dann kommt eine Familie mit Kindern, wenn die Verkäuferin sagt, darf das Kind eine Scheibe Wurst, schreie ich ja und schmeiße die Angel aus, nur dass ich mal wieder Wurst. Ich kann angeln. Ich kann angeln. Ich habe ja früher, bevor wir Gans hatten, hatten wir Karpfen. Da war ich immer der Karpfen holen. Ich habe der Karpfen geholt. Wir waren in der Eifel, haben wir freilaufende Karpfen gekauft. Da ist freischwimmende Karpfen, Freischwimmerkarpfen, also Karpfen mit Freischwimmer. Wir haben den mit Freischwimmer, hast du ja nicht gekriegt, die waren ja unheimlich schnell. Wir haben immer den mit Seepferdchen genommen, haben wir den Seepferdchen gehabt. Dann hast du den mit der Hand, hast du den aus dem Tümpel rausgetan, hast du den Eimer getan, dann hat sich keiner getraut, mit dem Stock drauf zu hauen. Dann haben wir den mit dem Eimer mit nach Hause genommen. 5 Wochen vor Heiligabend zu Hause in der Wanne ausgesetzt. Das war immer ein Theater, musstest du immer drumherum baden um das Tier samstags. Dann durftest du kein Schuppenshampoo nehmen, Herr Wald, das... Erklären Sie sich das ruhig, ich hab Zeit. Nee, wir haben dann immer ausgesetzt, haben wir Erbsensuppe gemacht, das ist auch schön. Heiligabend, Erbsensuppe ist doch was Feines, hat man viel mehr Zeit für zu feiern, es geht doch viel schneller. Machen wir seitdem immer. Machen wir Erbsensuppe, Heiligabend, ist schön, kann man gut machen. Wir wollen immer alle eilig, man muss ja Zeit sparen. Wir wollen ja noch in der Christmette. Die Christmette ist ja in Köln im Endeffekt die erste Prunksitzung der neuen Session. Ne? Und da will man ja hin und da muss man ja früh los. Deswegen machen wir Erbsensuppe. Und so früh los kriegst du ja keinen Platz, sonst kriegst du überhaupt keinen Platz. Sonst du kannst das ganze Jahr bei uns in der Kirche tapezieren, das wird kein Mensch merken. Aber Heiligabend kriegst du keinen Sitzplatz. Wir gehen schon immer da vorher und schmeißen ein Handtuch über die Bank, dass wir einen Sitzplatz haben. Dann setzen wir da auch mal daneben, dass das Handtuch keiner klaut. Ne? Dann essen wir einen Teller Erbsensuppe und dann gehen wir in die Christmette. Das ist immer schön. Erbsensuppe vor der Christmette, das ist gut. Erstmal. Weil wenn du dann in der Kirche 2 Stunden auf den harten Holzbänken gesessen hast, dann wird der Suppe langweilig. Müssen Sie mal darauf achten, die Leute, wenn die jetzt auf die Knie gehen, wie viele da anfangen zu husten. Müssen Sie mal darauf achten. Und die haben nichts mit den Bronchien. Die hatten Erbsensuppe. Das ist bescheuert, oder? Da sitzt in der katholischen Kirche, wo für über alles ein Heiliger zuständig ist. Ne? Man könnte sich doch behelfen, wenn man Bauchschmerzen hat. Mit einem Kerzchen anmachen, das könnte in der Situation natürlich auch gefährlich sein. Das könnte zu einer Verpuffung führen. Aber ansonsten, Kerzchen anmachen, St. Blasius ist zuständig. Ne? Nee, da gehen wir immer hin. Ich fange gleich an, es tut mir leid, ich habe mich schon wieder verkaspert. Da gehen wir immer gerne hin in die Christmette, da gehen wir auch mit allem Mann. Ich finde, das gehört sich, sonst ist der Karneval nicht komplett. Da muss ja die erste Veranstaltung, wir nehmen alle mit. Der Klaus, der Neffe von uns, kommt mit. Wir haben nur einen Neffe, nur, sonst nicht meine Frau und ich und der Neffe von der Frau, Klaus, Frau, mein Neffe, Frau von der Frau. Paul ist der Nachbar, Klaus ist der Neffe. Ganz einfache Rede, nur 2 verschiedene Namen. Ja, ihr lacht, ich bin 2 Tage unterwegs, meinst du, ich kenne meinen eigenen Text schon, das ist doch ein bisschen früh, auch wenn es im Fernsehen jetzt sehr erschöpfend spät wirkt. Paul ist der Nachbar. Klaus ist der Neffe, der Klaus, der Neffe, der Klaus.
Der kommt immer mit uns in die Kirche. Ist ganz lieber Neffe ist das. Der 16 Jahre ist er bei uns jetzt schon. Da haben wir aufgenommen, wer der ist. Der wohnt bei uns. Der Klaus, der wohnt bei uns. 16 Jahre, der Klaus. Nettes Mädchen, muss man wirklich sagen. Der wohnt seit 16 Jahren bei uns. Der hatte keine gute Kindheit. Da haben wir den aufgenommen. Vor 16 Jahren haben seine Eltern das Haus kindersicher gemacht. Und dann kam der nicht mehr rein. Ja? Und dann haben wir den aufgenommen. Seitdem wohnt er bei uns, seitdem isst er bei uns. Also eigentlich isst er nur bei uns. Der wohnt gar nicht richtig, der isst nur. Ist ja Wahnsinn, was diese Kinder fressen können, wenn nichts kostet. Der ist nur am Essen. Der ist 16, der ist mittlerweile. Der ist so ein Klaus. Da war mal so ein Kläuschen. Das ist jetzt so ein, ja, freilaufender Klaus, kann man fast sagen. Der ist, ja, dick darf man ja nicht sagen. Wenn er umfällt, ist er höher. So könnte man es erklären. Ja, ich bitte Sie, was soll sie denn von Kindern in der Stadt verlangen, wo das Sportmuseum den Eingang hinterm Schokoladenmuseum hat? Der Klaus ist halt was langsamer, der ist nicht so pfiffig. Kann man vor 2 Wochen sagte, guck mal, Onkel Mark, ich kann schon Schleife binden. Ich sag, ging schnell. Sagt er, 10 Minuten. Ich sag, Respekt für Klettverschluss. Ja, mal. Seine Schwester war ganz anders. Die Schwester war viel hibbeliger, die war nicht so lätschert wie der Klaus. Die Schwester, die war so... Ja, ich hab's anders erzogen. Ich habe ganz früh angesetzt. Ich sag, du bist um 10 Uhr zu Hause, da wird nicht diskutiert. 10 Uhr bist du zu Hause. Wenn ich sag 10 Uhr, meine ich 10 Uhr, nicht 5 nach 10, 10 nach 10. Ich meine, um 10 Uhr bist du zu Hause. Sagt meine Frau, das Kind ist 2, wo soll die hin bis 10? Heute ist sie um 10 Uhr zu Hause, nur an der Adresse müssen wir noch arbeiten. Naja, man muss sich mit den Kindern beschäftigen. Den Klaus, ich sporn ihn noch an. Ne? Ich habe ihm einen Bumerang geschenkt, dass er ein bisschen sich bewegt. Sagte, oh, ein Bumerang. Ich sag, was ist denn? Ich habe mir doch ein Frisbee gewünscht. Ich sag, für Frisbee brauchst du Freunde, Klaus. Das geht nicht aber. Sehr viele Mütter im Saal habe ich. Ich meine das ist ja nicht böse. Ich als erziehender Onkel, mir tut das ja auch leid. Ich habe ihn rausgeschickt. Ich sag, Klaus, du musst Anschluss finden. Ihr könnt nicht nur vom Computer hängen. Geh raus, geh am Spielplatz, war 3 Tage weg. Kam er wieder, sagt, er hätte keinen Spielplatz gefunden. Das ist in Köln. Ja, man muss das fürs Land draußen erklären. Wenn der Kölner und Kölsch sich mischen, dann ist das eigentlich ganz lustig. Aber je nach Mischungsverhältnis kann es blödsinnig werden. Wir haben jetzt Spielplatzschilder in Auftrag gegeben, weil Spielplätze in Köln nicht mehr Spielplätze heißen, sondern Spiel- und Aktionsflächen. Haben wir sonst keine Probleme. Wir haben kein Geld für die Stadt sauber zu machen, aber 250.000 € für sinnlose Spielplatzschilder. Sowas brauchen wir. Nee, nicht klatschen, ich reg mich drüber auf. Hör mal, ich war als Kind auch am Spielplatz. Ich war ganz oft auf dem Spielplatz. Und zwar mit Kindern aus allen Nationen, allen Religionen, allen Hautfarben. Ich war mit behinderten und nicht behinderten Kindern am Spielplatz. Und wir haben uns gelinde gesagt einen Scheißdreck drum gekümmert, was auf dem Schild steht. Wir haben friedlich miteinander gespielt. Da sagen die Leute, wie kann der Mann sich so laut darüber aufregen? Das sind 2 Gründe, ich kann sie nennen. Erstens, ich habe ein Mikrofon, da kann ich mich laut mit aufregen. Und zweitens habe ich mir vorgenommen, einfach das zu sagen, wo ich Bock drauf habe und ich lasse mir den Mund nicht mehr verbieten. Wenn ich das doof finde, finde ich das doof und dann sage ich das. Es gibt immer einen, der vorne sitzt und meckert und ein Problem mit dem hat. Ich biete nur jedem an, der ein Problem mit dem hat, was ich sage, einmal kurz darüber nachzudenken, ob sie nicht selbst das Problem sind und gar nicht das, was ich gesagt habe. Es wird sonst immer schwieriger für uns Menschen auf der Bühne überhaupt noch was zu sagen. Ich habe mich vor 40 Jahren dazu entschieden, ein Clown zu sein. Vor 40 Jahren. Und in den letzten Jahren wird es von Tag zu Tag schwerer, ein Clown zu sein, weil man bald nichts mehr sagen darf. Nächstes Mal ich Funke Mariechen. Es wird immer schlimmer. Und ich frage mich jeden Tag, kannst du noch rausgehen und das sagen, was du möchtest? Ja, es geht, weil ich mir vor 40 Jahren vorgenommen habe, Fröhlichkeit in die Gesichter zu zaubern als Clown. Und ich halte es heute noch mit Charlie Chaplin, der gesagt hat, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Ihr Tag nicht ganz verloren war, und wenn ich weiterhin davon ausgehen darf, dass die nächste Zeit für Sie ein kleines bisschen leiser wird, dann traue ich mich auch hier die Frage zu stellen, wann, wenn nicht jetzt hier und heute, ist der richtige Zeitpunkt für euch ein Clown gewesen zu sein. Macht euch noch einen schönen Sitz und danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss zusammen.